Für mich war Uruguay sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Es gibt hier ständig was Neues zu entdecken. Montevideo zum Beispiel, meine zweite Heimat, ist eine tolle atmosphärische Stadt mit vielen sympathischen, offenen Menschen. Wer Kolonialgeschichte schnuppern will, der ist hier genau richtig. In Colonia de Sacramento, Uruguay. Das sind aber auch die vielen traditionsreichen Estancias in der Pampa. Und dann diese traumhaften Strände, soweit das Auge reicht. Ganz zu schweigen von dem Essen hier und dem hervorragenden Wein. Aber was erzähle ich euch eigentlich? Ich zeige es euch jetzt einfach. Mein Uruguay. Aber gerne. Also alles einsteigen, anschnallen und los geht's. Annika Kaupmann heißt unsere sympathische Mitfahrgelegenheit, kommt aus Minden und lebt nun seit rund 3 Jahren in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Es ging ganz, ganz schnell, dass wir uns in die Stadt und dann auch ganz schnell in das Land verliebt haben. Wir sind recht schnell gereist und haben uns alles angeguckt und ja, haben uns einfach wohlgefühlt, weil die Uruguayer an sich sehr offen sind, sehr interessiert sind und haben uns gleich ihre Türen geöffnet. Montevideo. Hier lebt die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes. Rund 2 Millionen Menschen sind das, aber man merkt es kaum. Es gibt keine Staus und keine Hektik. Die Uhren gehen hier ein bisschen langsamer. Wir rollen über die Rambla am Fluss entlang. Die 22 Kilometer Strandpromenade sind so etwas wie die Seele von Montevideo. Ob per Auto, Rad oder zu Fuß, auch Annika liebt es, sich unter die Menschen zu mischen, die übrigens nie ohne ihre Matebecher aus dem Haus gehen. Volksdroge, Kräutertee. Montevideo ist eine absolut tolle Stadt. Sie liegt am Wasser, wir können an den Strand gehen, wenn wir wollen. Man kann toll an der Rambla spazieren gehen und den Leuten zuschauen, wie sie Mate trinken. Hier ist es einfach super gemütlich und also ich gehe super gern durch die Straßen. Es gibt tolle Gebäude. Es ist ein Misch zwischen alt und neu. Was besonders auf der Plaza de Independencia im Herzen der Stadt auffällt. Bausünden aus Glas und Beton neben historischen Gebäuden wie dem prächtigen Salvo-Palast. Der war einst übrigens das höchste Gebäude Südamerikas. Eindrucksvoll ist er noch heute. So, Essen fassen. Und das tut man am besten im Mercado del Puerto. Die ehemalige Bahnstation ist 140 Jahre alt und heute ein Gastrotempel. Parrilla heißt das Zauberwort, Grillkunst pur. 7-mal pro Woche essen die Urus Fleisch und es darf auch gerne mal ein bisschen mehr sein. So, was essen wir jetzt? Uruguay, kein Land für Vegetarier. Wir bleiben Annika auf den Fersen. Hightech. Der Verdauungsspaziergang führt über einen der größten Flohmärkte Südamerikas. Wenn man sonntags in Montevideo ist, muss man unbedingt auf den Flohmarkt in der Straße Tristan Navaja. Hier gibt es alles, Neues, Altes, Skurriles, alte Nummernschilder. Und wer es schon immer mal gesucht hat, Neckarsulm, das Bild einer Stadt. Es ist Abend geworden. Annikas Geheimtipp, das Fun Fun, Montevideos älteste Tango-Bar. Keine Touristenshow wie meist in Argentinien, sondern Tango traditionell und unverfälscht. Der nächste Morgen. Wir fahren mit Annika raus aus der Stadt, etwa 20 Minuten, dann erreichen wir das Weingut Bosa. Elisa, die Chefin, wartet schon und nimmt uns mit zwischen die Reben von Uruguays allerfeinstem. Tanat heißt die Top-Traube des Landes und ergibt edle Tropfen für kleines Geld. We have wines that are quite different from Argentina and Chile. Uruguayan wines are a little bit like our population. It's a blend of Europeans that came to Uruguay, so the wines are
a blend of New World wines with Old World wines. It's something interesting, and I think we make very good wines. We're learning. Und wenn man Glück hat, holt Elisa noch den Ford-Tee aus dem Familienmuseum, Baujahr 1923. Genussfaktor zeitlos. Wir wechseln Baujahr und Straßenbelag. Es geht die Küste entlang, Richtung Westen. Autofahren ist in Uruguay überhaupt kein Problem. Die Straßen sind super ausgebaut, sehr sicher, gut beschildert. Und das Allerbeste, im Gegensatz zu Deutschland, hier gibt es nie Staus. Nach 2 entspannten Autostunden erreichen wir das Kolonialstädtchen Colonia del Sacramento. Annikas beste Freundin Alex betreibt hier eine Autovermietung und verordnet uns erstmal ein bisschen Gymnastik. 118 Stufen den Leuchtturm rauf, verschaffen wir uns einen Überblick. Auf der einen Seite das Weltkulturerbe Colonia mit seinen Gassen und Häuschen und auf der anderen Seite die Skyline von Buenos Aires. Gerade mal 50 Minuten braucht die Fähre zur argentinischen Hauptstadt. Schnelle Tagestrips sind also kein Problem. 1680 wurde Colonia von den Portugiesen gegründet und später von den Spaniern erobert. Beide Nationen haben ihre Spuren hinterlassen, doch irgendwie scheint die Zeit hier stillzustehen. Das Besondere an Colonia ist die Ruhe, die Altstadt, der Strand, die Gelassenheit, die Nähe zu Buenos Aires, die Schnelligkeit, in einer Stunde in einer großen Stadt zu wohnen oder einfach nur shoppen zu gehen. Alex zeigt uns Geschäfte und Künstlerateliers, die sich in den alten Gassen verstecken. Und so wie ganz Uruguay ist Colonia im Besonderen ein Open-Air-Museum historischer Autos. Wie in Kuba machten Diktaturen und hohe Zölle Importe fast unmöglich, so pflegten die Leute ihre alten Schätzchen. Naja, nicht alle. Und was nicht mehr fährt, dient heute anderen Zwecken. Salut! Zum Abschluss des Tages dann noch ein bisschen Romantik. Sonnenuntergang mit Mate-Tee. Uruguay pur. Am nächsten Tag heißt es ab in die Pampa. Auf jeden Uruguayer kommen 4 Rinder. Reichlich Arbeit für die Gauchos, denn Fleisch ist Exportartikel Nummer 1. Annikas Ziel, die alte Estancia San Pedro de Timote. Die riesige Ranch steht unter Denkmalschutz. Urlaub auf dem Bauernhof à la Uruguay. Die Estancia San Pedro de Timote ist einer meiner absoluten Lieblingsorte. Hier kann man ausspannen, hier gibt es Pferde, Kühe, Grillen zirpen. Nachts hat man die absolute Ruhe und man kann wunderschöne Ausritte machen. Mit Beto, dem Chef der Gauchos, ist Annika inzwischen gut befreundet. Und mit westfälischem Charme überredet sie den Uru-Cowboy zu einer zünftigen Parija in echter Pampa-Tradition. Hungern muss hier keiner. Es geht zurück zum Meer, diesmal Richtung Osten. In Punta Ballenas ein Pflichtstopp, das Casa Pueblo. Ein Haus irgendwo zwischen Gaudí, Kikladen und Marshmallow und Lebenswerk des berühmtesten zeitgenössischen Künstlers Uruguays, Carlos Páez Vilaró. Mit eigenen Händen hat Vilaró den Gebäudekomplex gestaltet. Ein Mix aus Hotel, Atelier und Museum. Der 88-Jährige lebt hier sehr zurückgezogen, doch mit Annika schaffen wir es bis ins Allerheiligste. Komm mit, wir haben Audienz beim Meister Vilaró persönlich. Hola. Hola, ¿qué tal? Willkommen. Un gusto, muchas gracias. Conocido muchos personas. Hier im Casa Pueblo habe ich mich jahrelang mit vielen Künstlern und Persönlichkeiten getroffen und wir haben uns gegenseitig inspiriert. Conocí a Pablo Picasso, a Salvador Dalí. Pablo Picasso, Salvador Dalí, Che Guevara, Kurt Jürgens, um nur einige zu nennen. Mein Leben ist wie ein Korridor. Einige Türen sind nun verschlossen, dafür öffnen sich neue und geben frische Perspektiven frei. Una sorpresa. Wir erreichen Punta del Este, das Monte Carlo Südamerikas.
Wer Nachtleben, Casinos und Jetset haben möchte, ist hier in Punta del Este genau richtig. Für meinen Geschmack ein paar Hochhäuser zu viel. Mein Uruguay sieht anders aus. Und deshalb fahren wir weiter. Nördlich von Punta del Este entdecken wir ein ganz anderes, fast unberührtes Uruguay. Einfache Fischerdörfer, einsame Strände und kaum Tourismus. Vor der Halbinsel Cabo Polonio müssen wir dann den Wagen stehen lassen. Nur per Spezialtruck kommen wir durch die Dünen. Cabo Polonio, eine Ansammlung von Häuschen. Strom gibt's nur stundenweise vom Generator. Wer Ruhe und Frieden sucht, ist hier genau richtig. Ich liebe an Cabo Polonio allein schon die Fahrt hierhin mit diesen urigen Fahrzeugen durch die Dünen, das Gerumpel. Dann zu wissen, dass hier irgendwie kein Strom ist und wenn irgendwie nur 1, 2 Stunden am Tag in ganz besonderen Orten auch nur. Wer länger bleiben möchte, kann zwischen einfachen Pensionen oder gemütlichen Ferienhäuschen wählen, so wie dieses hier. Rund 70 € pro Nacht wollen die Eigentümer, Aussicht inklusive. Was für ein Traumblick. Herrlich. Zum Schluss noch Annikas letzter Tipp. Rauf auf die riesigen Wanderdünen. Es ist nicht groß, dieses Uruguay, aber beeindruckend. Und seine Vielfalt macht es nie langweilig, selbst wenn man es so gut kennt wie Annika. Stadt, Geschichte, Farmen und Strände. Das war mein Uruguay. Aber überzeugt euch selbst davon. Es ist so schön hier.